Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee und das ist Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Beim letzten Video hat es leider so ein etwas abrupte Cut gegeben, wofür ich mich gerne entschuldigen würde. Ich habe da leider die 15 Minuten Grenze überschritten, aber macht direkt an der Stelle weiter. Wir waren stehen geblieben, als uns der Bill helfen wollte, Autoteile zu finden für den Joel, damit der zum Tommy fahren kann. Und davor müssen wir zuerst in sein Waffenlager, in seinen zweiten Unterschlupf. Und wir haben jetzt gerade die Klicker hier fertig gemacht, die ganze Infizierte. Haben uns als letztes noch das Firefly-Amulett geschnappt, was ich gerade sehe, dass es da noch hängt. Das heißt, das hole ich mal noch einmal. Und da noch kann es auch gleich weitergehen, die Sache. So, nicht aus der Aare verlieren. Und, na, müssen wir ein bisschen weiter zurück. Jawohl, habe ich doch direkt gekriegt. Dann schnappen wir uns das. Lade ich nochmal schnell noch. Und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Wobei ich der Revolver nicht unbedingt haben will. Nämlich lieber die 9 mm. Und dann können wir auch noch was basteln, habe ich gesehen. Machen wir doch Ammo gleich. Dann modifizieren wir unser Waff als allererstes einmal. Und machen noch 2 Mollys. Weil die können wir definitiv gebrauchen, vor allem wenn es gegen Infizierte geht. Dann habe ich gesehen, wir haben hier nochmal ein paar Pillar. Da können wir unsere Maximalgesundheit erhöhen. Wir können unser Lauschmodus-Distanz erhöhen. Unser Fertigkeitszeit verschnellern. Oder unser Heiltempo verschnellern. Ich denke mal sagen, das Wichtigste wäre jetzt auch erstmal, dass wir die Gesundheit maximieren. So, jetzt sind wir doch schon mal wunderbar gestärkt. Nehmen wir unser Millimeter wieder und dann geht's weiter zum Bill. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Ja, Hauptsache mal gesund noch. Passt Hält sie schon. das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Ist ein Argument. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Bevor wir in die Kirche Also, wo lang? Wir reingehen. sind da. Es ist im Keller. Bevor wir in die Kirche reingehen, gucken wir uns mal um, weil da gibt es noch was abzugreifen. Und zwar C Werkzeugteile. Das ist auch das Einzige, was es hier noch gibt. Ansonsten könnte man hier nochmal ein bisschen die Kirche hier bewundern. Und nochmal den Blick, den man hier übers verlassene Lincoln hat. Was ich eigentlich auch ganz schön finde. Es hat schon eigentlich fast was Idyllisches, weil es ist ja der Teil vom Bill gesäubert worden ist. Das heißt, der Teil ist noch einigermaßen bewohnbar mit nicht allzu viele Infizierte drin. Gehen wir mal rein, starten eine Sequenz. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill! brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen?
Hier. Wir ziehen das durch. Ohne neue Waffe gibt's jetzt für uns. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Dann gucken wir uns das Baby doch mal an. Alte Dose mit lauter Klinge drin. Das ist ein richtig gutes Teil. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das ist sozusagen unser Postapokalypse-Granate. Das ist ein richtig praktisches Accessoire, was man wunderbar verwenden kann. Und das ist für mich eine von der wichtigsten Waffe, die wir sonst schon zur Verfügung haben. Das ist fast noch besser als ein Molotow-Cocktail, das Ding. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Dann wäre der Plan auch mal besprochen. Nachdem der Bill ja auch offensichtlich gezeigt hat, dass er nicht gerade für andere Leute Sorge mag, schuldet er dem Joel aber trotzdem anscheinend einen so große Gefallen, dass er da mitmachen muss. Jetzt haben wir eine Werkzeugstufe erreicht. Wir erinnern uns noch an Boston, wo wir als allererstes die Werkbank gefunden haben. Da haben wir ja eine Werkzeugstufe gebraucht, um unser 9 mm und unser Revolver weiter abzugraden. Und tada, hier ist wieder die nächste Werkbank. Aber vorher gucke ich mich natürlich noch um, was es so noch Schönes gibt. Zwar gibt es hier noch Sprengstoff, das brauchen wir ab sofort zur Herstellung von Klingebombe. Oder Nagelbombe, wie er es gesagt hat. Ein paar Lumpe, Schrotflinte, Munition, Klebeband, auch immer super. Und da haben wir noch jede Menge Zeug, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Hier ist leider nichts mehr. Dann hieß es jetzt erstmal Bastelstunde wieder. Also ab zur Werkbank. Dann an die Arbeit. Genau, jetzt haben wir nämlich noch ein paar andere Sachen, die wir machen können. Und zwar Pistolehalter und Langwaffehalter. Die sind richtig praktisch. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass wir ab sofort mit den Dinger dann jetzt 2 Waffen tragen können. Jeweils 2 Pistolewaffe oder 2 Langwaffe zusammen. Da können wir jetzt noch gucken, was wir mit den restlichen 53 Dinger machen können. Ich persönlich würde sagen, bevor wir hier die kleine Waffe upgraden, könnte man genauso gut auch an die Schrotflinte tragen, weil das ist hier unglaublich gut, die Waffe. Da würde ich jetzt ganz gern das Nachladetempo steigern. Der Rückstoß müssen wir jetzt nicht unbedingt skillen, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Beim Gewehr wiederum, da könnte man die Magazinkapazität erhöhen. Das wäre schon auf jeden Fall eine Überlegung wert. Oder wir könnten das Zielfernrohr dazu packen. Das ist natürlich auch gut. Für später ist definitiv panzerbrechend und Schaden unglaublich wichtig. Mit panzerbrechend ist es eben sogar möglich, die Soldaten und Gegner in Kevlar-Weste niederzumähen. Also richtig, richtig gut. Der Bogen brauchen wir derzeit auch noch nicht so wirklich. Aber ich steht, weil ich das später sehe, während dass ich das Ding gebrauchen kann, werde ich jetzt erstmal die Reichweite erhöhen. Dann sind wir jetzt soweit erstmal bedient. Und wir müssen warten, bis wir wieder zur nächsten Werkbank kommen und genug Teile zusammenhängen. Das ist nicht schlecht. Das sehe ich doch auch so. Dann geht's weiter zu der Hauptgeschichte, bevor die zwei sich an die Gurgel gehen wie ein altes Ehepaar, so wie sie miteinander rumkreischen, was ich persönlich absolut herrlich finde und wirklich witzig finde. Machen wir mal weiter. So. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Das machen wir doch direkt. Ja, renn doch, Kerl. So eilig haben wir es auch nicht.
Gehen wir da die Treppe hoch. Und dann kommen wir wieder in den Schenne-Raum mal. Wow. Schön hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Da hat er sich anscheinend wunderbar gemütlich gemacht in einem ehemaligen Altarraum. Aber bevor es dort irgendwo hingeht, gehen wir nochmal in den kleinen Raum hier drüber. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Ja, ich nehme nur alles mit, was ich sehe. Bombennotiz, das ging doch gut. Ah, okay. Nur sei Falle, die wir da auch schon gesehen haben. Da scheint da richtig schön zu schlafen, oder noch ein bisschen Sprengstoff, ist auch gut. Und da scheint auf einer ganz wunderbare Matratze zu schlafen, die sehr hochwertig aussieht. Pille hat er noch und Ethanol hat er noch. Und da scheint er wohl eher zu pennen, weil da Deck liegt. Da liegen noch Taschen, der muss vorbereitet sein, das bietet sich ja an. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich hier noch einen kleinen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Vielen Dank fürs Zugucken. Iron Yankee.